Hallihallo, liebe Kinder, liebe Hoppla! Philipp, kannst du dort vielleicht schnell die Bauklötzchen aufräumen, die du vorher hast rumliegen? Und Esra, du hast da noch so ein bisschen Schokipudding im Mundwinkel, wahrscheinlich vom Zwiri vorher. Ich sehe euch ganz genau. Ich weiß, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr dabei seid zur 9. Ausgabe von «Gern geschehen Kultur». Mein Name ist Daniel Faulhaber, ich bin Journalist und Redakteur und ich bin meistens etwas auf der Spur. Zum Beispiel unsere beiden Gäste, die wir heute bei uns begrüßen heißen. Das sind Sotrel und Mirabel. Ganz herzlich willkommen bei uns auf der Baschur Spielwiese. Dankeschön. Hallo Daniel. Hallo. Hallo Daniel. Sotrel und Mirabel, wir haben eigentlich noch mal jemanden erwartet heute bei uns. Wo ist eigentlich der Schnu? Der Schnu gehört eben leider zu den Risikopatienten und musste daheim bleiben. Aber ich habe gedacht, damit die Kinder gleich kurz sehen, könnten wir online anrufen. Wäre das eine Idee? Das ist eine fantastische Idee. Ich glaube, wir probieren das vielleicht das allererste Mal schnell im Schnu anzurufen. Ich tippe einfach mal seine Nummer ein. Schnu, bist du dabei? Hörst du uns schon? Kannst du uns sehen? Und kannst du auf uns reagieren? Gib doch schnell ein Zeichen vielleicht, ob du uns hörst. Sehr gut, super. Ich freue mich, dass das funktioniert. Sehr, sehr toll. Bist du dabei? Willkommen. Wir kommen gerade nachher noch mal schnell auf dich zurück. Jetzt noch mal ganz schnell zu euch zurück, Sotrel und Mirabel. Es gibt vielleicht ein paar Kinder da draußen, die kennen den Schnu noch gar nicht so gut. Viele kennen ihn ganz bestimmt. Viele kennen ihn aber vielleicht auch nicht. Könnt ihr ganz kurz erklären, wer ist eigentlich der Schnu? Also der Schnu ist unser Chef. Ich bin seine Assistentin und Mirabel ist meine Assistentin. Und der Schnu ist kein Tierli, sondern eine alte Socke. Ihr seid beide Assistentinnen vom Schnu. Du bist die erste Assistentin, wenn ich es richtig verstanden habe. Mirabel ist wie die zweite Assistentin. Ich bin ein bisschen verwirrt. Könnt ihr vielleicht für mich noch mal schnell aufklären, wer hat eigentlich jetzt in eurer Connection? Wer hat dort Pferde in der Hand? Okay, also der Schnu ist der beste Freund der Tierli. Und die erzählen ihm immer alle ihre Probleme. Und damit sich der Schnu das alles merken kann, hat er mich als Assistentin. Und weil ich ein bisschen sprunghaft bin und nicht so ganz rauskomme, habe ich eben auch eine Assistentin und das ist Mirabel. Und inwiefern hast du die Pferde in der Hand? Absolut. Zotrel macht da mit diesen vielen Geräten und Kabel immer ein bisschen einen Buff. Und dann bin ich die nachher aufräumt, die wieder die Fäden ordnet. Und so passt das gut, glaube ich. Meistens. Wir werden es sehen. Ich wünschte mir, ich hätte aber jemanden, der für mich die Sachen ordnet. Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz kurz zum Schnu vielleicht eine Frage stellen. Daheim Schnu, wenn du mich hörst, kannst du schnell reagieren. Du bist ja, das haben wir vorher gehört, eher in der Risikogruppe. Du kannst leider nicht rausgehen. Man sieht es vielleicht auch ein bisschen an deinem Schnauz. Was machst du daheim die ganze Zeit? Respektive, wie schade findest du es, dass du eigentlich deine Freunde nicht treffen kannst? Stört dich das ein bisschen? Okay, aber nichtsdestotrotz haben wir ja heute eine Vertretung von dir hier, nämlich Sotrel und Mirabel, die bei uns sind und ein bisschen erzählen von dem, was du machst. Gib doch schnell eine Reaktion. Freut dich das? Hast du Freude, dass die zwei bei uns sind heute Abend? Yes, ganz genau. Wir haben auch riesige Freude. Ich würde ganz gerne noch mal schnell nachfragen, auch bei euch, Sotrel und Mirabel. Ihr habt es jetzt ein bisschen beschrieben, ihr seid Assistentinnen und trotzdem, wie wir alle und wie ihr Kinder daheim auch steckt, ihr wahrscheinlich jetzt meistens eben daheim, könnt nicht rausgehen. Was macht ihr zwei eigentlich so den ganzen Tag? Also, wir werden das ja eigentlich nicht vermissen, dass wir mit den Tieren schwätzen können. Und darum machen wir das halt online. Auch wenn es ein bisschen mühsam ist, mit ein bisschen Verzögerungen und man versteht sich nicht so gut. Aber wir werden ja euch gleich neue Tiergeschichten erzählen. Und darum ist das so ein bisschen das, was wir im Moment machen. Oder was machst du noch so? Ja, ich muss aber schauen, dass die Online-Sessions auch technisch zustande kommen. Stimmt. Das heisst, vorher, ja, ihr kennt die Kameras, Computer, Netzgeräte und so weiter und so fort. Also das würde ich nicht schaffen. Was machst denn du, Daniel? Das ist eine sehr gute Frage. Ich sitze eigentlich meistens ein bisschen auf meinem Hochstand und beobachte ein bisschen, was die Leute machen. Ich schaue gerne auch einfach ein bisschen ungeniert in ihre Wohnungen daheim rein. Und jetzt sehe ich gerade, Jean-Martin, du
Vater von Philipp, kannst du vielleicht das Portemonnaie, das du in den Sack steckst, gerade wieder rausholen und Claude, Katrins Handy, wenn du schon dran bist, mach doch schnell die Twint-App auf, weil jetzt gilt es ernst. Gern geschehen Kultur. Ganz kurze Klammerbemerkung für die erwachsenen ZuschauerInnen, die wir haben da draussen. Das ist Soforthilfe für die Kunst. Ihr könnt live spenden während der Übertragung, die heute hier stattfindet, für unsere KünstlerInnen, die wir heute hier haben und für die Kunstschaffenden in Basel allgemein. Die ersten 1000 Franken, die wir einnehmen heute, die gehen an die Gage der KünstlerInnen und alles, was darüber reinkommt, das geht an die Kulturklinik. Das ist eine Basler Plattform, wo sich Kulturschaffende melden können, damit sie ein kleines Übergangseinkommen generieren. Es werden nicht alle etwas spenden können, weil für viele draussen ist die Situation nicht einfach im Moment. Aber wenn ihr könnt und wenn ihr etwas übrig habt, dann ganz doch gern in unsere digitale Spendenbox. Wir würden uns freuen. Letzte Frage an euch und dann legen wir los. Ich bin bereit für den Spaziergang, den wir vorhaben. Oder könnt ihr kurz erklären, was haben wir heute oben eigentlich geplant? Wir haben geplant, dass wir einen Spaziergang machen, wie du sagst, durch die Welt vom Schnu und seinen Tierfreunden. Wir gehen dort sogar zum Schnu heim. Wir gehen in eine Bärenhöhle, wir gehen in einen Kaffee und schauen mal, was die Tiere normalerweise so machen. Und zum Beispiel fangen wir gerade an mit dem Bär. Der hätte eigentlich einen Winterschlaf machen und jetzt langsam aber sicher aufwachen bei dem schönen Wetter. Nur hat er einfach nicht einschlafen. Und ich bin zum Bär, weil ich kenne das Problem und habe jetzt mit ihm darüber geredet. Und das werden wir euch jetzt musikalisch erzählen. Mein lieber Freund, was soll ich sagen? Ich kenn all deine Bloggen. Lass mich mal raten, du hast träumt von einer Kuh im All mit rosa Flecken und sie will dein Gesicht abschlecken. Pfui, du wachst auf. Sauer. Der Bello schlappert und kriegt's nicht mehr. Widerlich. Soll man das strafen? Verrät. Er will ja auch bloß schlafen. Nur du schaffst es nicht. Da hilft kein Schöffli-Zelle Baldrian, denn du bist auch im Vollmondwahn. Milch mit Honig nützt nicht viel und Cannabis macht instabil. Ich nehm keine Schlaftabletten. Wie soll man sich denn da bloß retten? Zum Durchdrehen. Komm, kann man dösen, da hört man sie die Bösen. Ich sag nur Mucke, Katze, Kreien. Und dann noch Rettungswagen, Feuerwehrautos, Nachbarn gibt's leider auch noch. Die Hasen und die Rosenkrieg, die Vögel zwitschern selbstverliebt. Der Elefant übt laut Trompete und unten tobt der 90er Fete. Es ist der Bärenbitter. Da hilft kein Schöffli-Zelle Baldrian. Am Wecker ist ein Lämpli dran. Die Wanduhr tickt und an einem Ort wird am Morgen früh ein Löchli bohrt. Selbstmitleid hat's nicht besser gemacht. Trotzdem wünsche ich dir gute Nacht. Als nächstes gehen wir tatsächlich zum Schnu heim. Und der Schnu, der hat eine Katze. Die ist ein mega Schmusetier, aber sie ist eben nicht nur schmusig. Ich will so gern Briefe und anständig tun, doch ruft mir ein Müsli, so lasst mir das einfach keine Ruhe. Auf samtigen Pfötchen schleich ich mich an, versteck mich
Gras und dann zack, hinten drin bissen Haar. Miau, 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 ich hab dich zum Fressen gern. Ich hab dich zum Fressen gern. Ich werd so gern gestreichelt, wenn's mir grad passt. Ganz besonderes am Köpfli, ja manchmal verzieht's, wenn ich fast. Doch plötzlich erwacht ein Dämon in mir, dann kratzt und dann biss ich und wird zum gefürchteten Tier. Miau, 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 ich hab dich zum Fressen gern. Ich hab dich zum Fressen gern. Ich hätt ein weiches Bett und ein Katzenkratzgestell, doch krall ich mich lieber in die Möbel und schlaf, wo ich will. Auf Küsse und Kästen und Stühl oder Tisch, am liebsten ganz dreckig, so bin ich halt, es ist so wie es ist. Miau, 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 ich hab dich zum Fressen gern. Ich hab dich zum Fressen gern. Singet mit daheim. Miau, 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 ich hab dich zum Fressen gern. Und alle miauen. Als nächstes erzählen wir euch ganz eine neue Geschichte. Vielleicht kennen von euch ja schon ein paar Geschichten vom Schnu. Wir haben aber ein neues Tierchen kennengelernt. Der ist nämlich gerade vom Land in die Stadt gezogen. Und er findet das nicht so cool. Ja, nun. Also, der Vitus ist ein Stier. Wir hören mal, mit was der sich muss umschlagen muss. Oh, wir hören noch nicht, weil Mirabelle braucht noch einen Moment. Ich habe die Technik. Es ist schon einfach, wenn man einfach singen kann und nicht nur Gitarre stimmen. Was könnte ich noch erzählen? Okay. Der Vitus sitzt allein, da in seinem neuen Daheim und fragt sich, wie er so Ideen soll bekommen. Eine Baustelle neben seinem Haus, der Lärm ist doch ein Gruß, ein Hämmern im Ohr macht's Musizieren schwer, das nimmst nicht mit Humor. Es ist so viel schöner gsi früher als Kalb. Es hat glöcklet und zwitschert und gesummt auf der Alp. Eine friedliche Symphonie tief in seinem Herz. Der Vitus, der virtuos Stier, der zieht heimwärts. Das Leben in der Stadt hat er schon ziemlich satt. Sein Alphorn an der Wand passt einfach mehr aufs Land. Auch jodeln mag er nicht, er fühlt sich gar nicht fit. Und all die vielen Leute, die kriegen gar nicht mit. Für Stier ist Städtli nicht. Der Vitus hat den Tinnitus, ein Pfeifen im Kopf.
vom hupenden Omnibus so ein armer Tropf. Es ist so viel schöner gsi, sagt ihm sein Herz. Der Vitus, der virtuos Stier, zielt's heimwärts. Vor Wut schon himbeerrot, was man noch gut versteht, bestellt er einen kalten Tee. Es ist hausgemacht, hat er gesehen. Der erste Schluck tut gut, der gibt ihm grad chli Mut. Und oben spielt eine Band, chli Jazz und Dixieland. Das hat er gar nicht gekannt, der Besitzer hat's erwähnt. Es ist zwar chli schöner gsi auf seiner Alp, doch könnt er auch Städter sein, einmal so halb. Die friedliche Symphonie hat jetzt den Groove. Der Vitus, der virtuos Stier, ist gut drauf. So wie mir. Als nächstes wird es ein bisschen gefürchtig. Und zwar gehen wir in den Wald. Dort hat es Tiere, vielleicht nicht bei uns, aber sonst im Wald gibt es Tiere, die können einem richtig Angst einjagen. Und das sind die Wölfe. Au! Und bei der Wolfsfamilie hat es gerade einen Haufen Junge gegeben. Der kleinste von diesen Wölfen wird immer geblockt von den grossen Brüdern. Aber er ist ein schlauer Wolf und schaut sich bei den Eltern ab, wie die sich an ihre Beute anschleichen. Und so versteckt auch er sich gegen den Wind, damit ihn seine Brüder nicht schmecken, und jagt ihnen mal so richtig Angst ein. Die verwünsche gli. Ich kann drum auch gefährlich sein. Hörst es Rascheln in den Blättern, schmeckst im Wind mein kleines Gewitter. Heul nur, schau viel wird's dir nicht bringen, ich werd dich schon gleich verschlingen. Knurr durch meine gefletschten Zähne, spür, wie die Haare im Nacken stehen. Siehst du meine Augen blitzen, da kommst du sogar ins Schwitzen. Heul nur, schau, viel wird's dir nicht nützen. Diesmal tu ich dich chli kützeln. Diesmal tu ich, diesmal tu ich dich chli kützeln. Die verrutsche gli. Ich kann drum auch gefährlich sein. Hörst du's Rascheln in den Blättern,
siehst im Wind mein kleines Gewitter. Heul nur, schau um, viel wird's dir nicht bringen. Ich werd dich schon gleich verschlingen. Ich werd dich schon gleich verschlingen. Ich werd dich schon gleich verschlingen. Jetzt, Kinder, dürft ihr daheim aufstehen, wenn ihr nicht schon steht, und dürft unserem Dinosaurier helfen. Ja, ihr habt es richtig gehört, nicht Dinosaurier. Er heisst Dinosaurier, weil er ist ein Legastheniker. Ich weiss, das ist ein komisches Wort. Legastheniker sind die Sachen einmal ein bisschen verdrehen. Und unser armes Dinosaurier trinkt am liebsten Cappuccino. Er kann es aber nicht sagen. Aber hört es selber. Zum Glück habe ich eine Assistentin. Sonst vergesse ich einmal, was ich machen muss. Moment. 162. Ich habe es gerade. Bin gerade so weit. Jetzt. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Rum, 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 rum. Jetzt dürfen ihr alle mitstampfen, zu mir helfen. Durch die ganze Wohnung laufen. Dort steht der Dino Grausau, der schlaue Dinosaurier. Ich glaub, er ist ein Stegosaur, auch dir graue Lolilu, Legastheniker. Er trinkt ein Cappuccino, doch seit der Cappuccino bekommt der Frappuccino. Zähne nicht mehr schon wieder, vom vielen Umknacken hat dem, was er will sagen. Drum hebt doch Erbarmen, er ist ja so ein armer Dino, Dinosaurier, Dino, Dinosaurier, Dino, Dinosaurier, Dino, Dinosaurier. Dort steht der Dino Grausau, der schlaue Dinosaurier. Ich glaub, er ist ein Stegosaur, auch die graue Lolilu, Legastheniker. Er trinkt ein Cappuccino, doch seit der Cappuccino bekommt der Frappuccino. Zähne nicht mehr schon wieder, vom vielen Umknacken hat dem, was er will sagen. Drum hebt doch Erbarmen, er ist ja so ein armer Dino, Dinosaurier, Dino, Dinosaurier, Dino, Dinosaurier, Dinosaurier. Dort steht der Dino Grausau, der schlaue Dinosaurier. Ich glaub, er ist ein Stegosaur, auch der graue Lolilu, Legastheniker. Er trinkt ein Cappuccino, doch seit der Cappuccino bekommt der Frappuccino. Zähne nicht mehr schon wieder, vom vielen Umknacken hat dem, was er will sagen. Drum hebt doch Erbarmen, er ist ja so ein armer Kaib. Danke vielmals. Und als nächstes, ich bin ja Zotrel und ich komme gerne ein bisschen im Zeugs rum. Ich tue aber auch wahnsinnig gerne singen. Und am liebsten würde ich gerade mehrstimmig singen. Also nicht nur ich allein, sondern ganz viele Stimmen auf einmal. Und weil das halt nur mit dem Loopgerät geht, habe ich das so gemacht. Bevor ich das hatte, das Gerät, habe ich mir überlegt, dass ich eine A-Cappella-Gruppe gründe. Das ist, wenn mehrere Leute zusammen singen, ohne Instrument. Und ich habe bei den Tierchen gesucht, ob da jemand würde sich eignen zum Mitmachen. Und logischerweise, wer singt am besten? Genau, die Vögel. Das habe ich eben auch gedacht. Die können zwar schon gut singen, aber sie sind sonst nicht so geeignet. Darum, ich erzähle euch jetzt von meiner Nicht-A-Cappella-Gruppe.
Im Wald da hat's ein Vögeli, das zwitschert und pfeift so schön, als könnte sie singen. Doch die Amsle hat nicht immer Zeit, sie muss den Amsle Kinderwürm zum Fressen bringen. In der Stadt hat's auch ein Vögeli, man könnte meinen, das sei nicht besonders musikalisch. Doch du benickt den Kopf grad im Takt, drum glaub ich, dass an dem Gerücht nicht so viel dran ist. Du kennst doch auch noch Vögel, oder? Im Zolli hat's ein Vögeli, das singt auch auf Français? Ja, er kann ganz viele Sprachen. Bonjour, buongiorno, konnichiwa. Auch Englisch, oder Deutsch, ist keine Sache, der Papagei macht alle Dialekte nach. Grüezi, ja servus, hasta la vista. Im Frühling kommt das Vögeli zurück aus Afrika und preist sie altbekannten Gesang an. Kuckuck, 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 Kuckuck. Doch Kuckuck ist ein schlauer Keib, legt Eier in ein Nest vor einer anderen Vogelmama. In der Nacht singt auch ein Vögeli, zwar tiefer und chli gefürchig, wenn man ganz allein ist. Doch die Eule ist ein friedliches Tier, sie jagt nur Mäuse und Frösche und gelegentlich ein Haifisch. So näher komm ich's. Beim Bauern auch noch Vögeli, obwohl die Hühner nicht einmal so recht fliegen können. Am schlimmsten ist der Hahn gesagt, Am Morgen früh, man möchte ihm den Schnabel grad verbiegen. Eben so ist das nicht zustande gekommen mit meiner A-Cappella-Gruppe. Wir haben noch ein letztes Lied für euch. Ja, es ist schon wieder vorbei. Unglaublich. Aber dann könnt ihr wieder raus spielen. Passt das Wetter noch? Ja. Wir sind ja verwöhnt im Moment. Das letzte Lied, das wir euch heute vorspielen, ist das Lied vom Bienli. Und das passt gerade wahnsinnig gut, weil mich hat gerade eins gestochen. Aber es hat es nicht böse gemeint. Es kann nichts dafür. Und darum singen wir das Lied trotzdem vom Bienli, weil das hat es auch nicht immer einfach. Das muss immer schaffen. Summe, es ist mir heute nicht drum. Immer nur fleissig zieh, komme zum Sonne, denken auf dein Näseli. Irgendwann stülpf ich dich, doch nur ein bisschen, es tut fast nicht weh. Erzähl dir ein Witzli, 2, 3 oder mehr. Grinse ein bisschen und noch ein bisschen mehr, bis du lachst und dann du bei O und U.
Sama, sam, sama, zašmarat na tram. Amarnar flasak, cachamatsam sana, takanav das nazala. Argan stafada, dach namanas batzla, astat vashnatva, farzalda das vatzla, zvadra adarma. Grinzig libi und noch li mehr bis du lachst. Und jetzt du bei O und U. Oh. Samo, so schmarot no tram. Amar no flas, so chama sana, tankan auf das Nasala. Argan stafada, doch namman as batzla, astat vashnatva, farzalda ras vatzla, zvadra adarma. Grinzig libi und noch lim Baby, bis du lachst. Und jetzt du zum Schluss mit Sumo, so schmorot no trum. Umor nur flus, ukzug, zum Sonno, tunkon auf dus no solo. Orgon wunsch du, fodo, doch nummon os putzlo, os tut forsnot wo, forzol dur os wutzlo, zodru odormo. Grinzig libi und noch li mehr, bis du lachst. So, sum. Dankeschön. Was? Eine Zugabe? Machen wir? Ja, wir hätten noch eine neue. Aber da haben wir jetzt überhaupt nicht probiert. Also wenn es schief geht, dann müsst ihr, ja, dürft ihr nicht hässig sein. Abgemacht? Frag mal. Das wäre das Liedli. Okay, also ihr verzeiht uns, wenn wir es nicht schaffen. Das ist das Lied von der Löwenkönigin. Ja, nicht der König der Löwen, nein, die Löwenkönigin. Und ich glaube, ihr Job ist gar nicht einfach. Ich glaube, der ist besonders schwierig. Und darum braucht sie braucht Hilfe. Falsch gestimmt. Okay, also die müssen ein bisschen Geduld haben für die Zugabe. Was soll ich noch erzählen? Ich kann noch. Willst du etwas trinken? Du kannst es. Ich weiß es, du kannst es. Wir probieren Du dann. hast die Zeit, jetzt machst du es. Ich bin gerade ein bisschen Ich schwitze schon seit einer halben Stunde. Mirabelle, meine Mädchen und Buben und Herren und Damen. Die Löwenkönigin hat eine Freundin in dir. Du bist eine treue Begleiterin für das elegante Tier. Nur mit dir an ihrer Seite ist sie mutig. Nur mit dir kämpft sie tapfer gegen den Wind. Nur wenn ihr beide glauben, dass wir es schaffen, spüren wir, dass wir ein Rudel sind.
weiss nicht immer, wer sie ist. Eine stolze Kriegerin oder nur ein kleiner Fisch. Nur mit allen ihren Freunden ist sie sicher, weil nur dann weiss sie genau, wo's durchgeht. Nur mit ihren tollen Sippen ist es auch lustig, weil jeder von uns sie so gut versteht. Königin, sie ist eine Königin, eine neue Königin, wegen dir. Die neue Königin, sie ist eine Königin, neue Königin, wegen dir, wegen dir, wegen dir. Anna und Martina, vielen Dank für diese schönen Geschichten. Guernsey Kultur ist eine Initiative von Freischaffenden und Ungebundenen, in Zusammenarbeit mit Bayur. Möglich gemacht durch Hardware-Sponsoring von FHNWHGK Institut Hyperwerk und Sommercasino Basel und Atlantis Basel und Connex GmbH. Bedient wird sie von den Rockstars, Deppert und Söhne Diskothekenbedarf und Sonic-Fans und Martin L. Wotschaffner. Merci für das Spenden. Merci für das Lugen. Merci, dass ihr zu Hause und trotzdem dabei seid. Merci, merci, merci. Ende.